Freunde, es wird Zeit, das Spiel zu beenden. Wenn ich mich nicht sogar verguckt habe, dürfte das mittlerweile irgendwie Part Nummer 66 von der Roten Blume sein. Also quasi Part R66. Eine schöne Schnapszahl, nehme ich gerne. Und ja, es bleiben bloß noch 2 Gegner. Wir haben noch den Makellosen oder Rea oder Seiros, wie auch immer sie sich noch nennt. Plus das Viech hier unten. Sehr liebevoll Iris genannt wurde. Ja, könnte man irgendwie das Viech jetzt noch platt machen? Frage, warum? Irgendwie Level Up wird es nicht mehr großartig bringen. Wir haben sonst alle anderen wichtigen Gegner, sag ich jetzt mal, auch schon besiegt. Also in dem Sinne, wenn wir mal sagen, legen wir doch mal los. Mit dem Vieh hat der Seiros Wappenstein, macht das Makellosen erweckt, ja. Die Frage ist, wen schicken wir ins Rennen? Also meint zum Abfang, hey, ist klar, die sind ja alle eigentlich so weit positioniert, dass sie eingreifen können. Da fehlt ich noch ganz kurz runter. Dorothea wird es eigentlich nicht groß interessieren, wo es jetzt platziert wird. Hol mache mal hier drüben. Weil ich nicht genau weiß, wo der Makellos nachher stehen bleibt. Da ist halt das Problem. Weil ich ganz sicher bin. Die Makel kommen generell eigentlich gut vorwärts. So machen wir uns da weniger Sorgen. Dahin, Michael kann sich so gut bewegen, das ist doch perfekt. Theresa hier aus, solange sie keine brennbaren Boden sind, alles super. Die Frage ist, schläft mal Edelgard rein, damit sie mal etwas abfängt. Natürlich mit der Waffe, wo sie ein bisschen gut ausweichen, eigentlich hier, aber bei mir hat jetzt irgendwie noch besondere Werte drauf. Mach's mal so. Ich will mal sagen, Freunde, ne, Moment, nicht so, weil sonst kratzt mich hier Ingrid wirklich noch ab. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Vielleicht kann sie noch was machen mit ihrer Indra-Lanze, weiß das schon. Bringen wir es zu Ende. Das war's. Also, das ist ein bisschen schwach. Ja, du kannst noch brüllen, so laut du willst, das wird nicht mehr viel bringen. Mister von und zu Makellose. Also, wie kommen wir jetzt dahin? Gut, die kann sie direkt angreifen, ja. Was ihm das bringen soll. Aber die Frage ist eigentlich recht, sollen irgendwie einfach Michael und Edelgard das kurz beenden? Wobei kurz, die Aussage könnt ihr vielleicht noch bereuen. Ja, egal, komm. Makelloser, mir reicht's. Machen wir ein bisschen was Besseres. Hier, wütender Sturm, Alter, die Trefferquote. Müssen wir doch erstmal mit der Strategie noch reinhauen. Ja, wenn ich treffen würde. Dann hätte ich gesagt, jo, kein Problem, aber so. Darf generell erstmal schwächen. Ein Schöpferschwert. Ewiger Himmel. Also wird er sowieso den Teil nicht mehr angreifen können. Ich ziehe nur 11 ab. Das ist insgesamt verdammt wenig. Das leider auch mal so sehen. Das sind noch Strategien. Das Problem ist halt, ich brauche einfach eine Strategie, was man richtig reinzimmert. Die anderen treffen dann schon. Die hat ja auch viel Defense, meine Fresse. So was kann der Ritter des Todes tun. Punktiert halt zu viel. Oh, die Sache sehen, sie macht aber doch noch guten Damage. Also mein für 2x5. Nichts, was irgendwie ein bisschen, weiß auch nicht, epischer ist. Mutter ist direkt tot. Aber interessant, dass sie nicht irgendwie uns alle killt. Das finde ich noch interessant. Wann diese Wappen schon aufgebraucht ist. Das Problem ist halt, die greift 3-mal an. Ich muss eigentlich echt voll in den Strategien reinhauen.
Alles andere macht, glaube ich, irgendwie keinen Sinn. Gut, Edelgard wird sie mal so nicht unbedingt vorlocken, aber anlocken. Währenddem kann es noch kurz geheilt werden. Wir haben ja gesehen, es macht nicht viel Schaden und so ihre Angriffe. Besser wäre es natürlich, wenn sie irgendwie nicht endlos angreifen können, aber es ist halt ein Wappenstein, mit dem kann sie doch ein paar Mal attackieren. Ne? Dann natürlich eine hohe Brauchbarkeit, sag ich jetzt mal. Dann mal ihn reinpacken. Ist ja eigentlich ein physischer Angriff, wa? Da sind wir uns alle einig. Nicht vergessen, er hat noch Sammeln, das heißt mit der Stärke, das ist natürlich auch geil, vor allem dann für Michael. Falls sie noch irgendwie etwas machen könnte, machen sollte. Die Frage, ich meine, direkt auf 0 runterkriegen, wird vermutlich eher schwierig. Alter, gut, sie kann zweimal angreifen, das ist natürlich übel. Aber mit der Trefferquote. Ich habe ja einfach echt mal ein Strategien rein. Die Frage ist, wer hat noch welches? Das bringt auch nichts. Nein, nein, nein. Es ist alles für den Arsch. Das wird noch funktionieren. Ne, mit 40, nö. Vielleicht schon mal. Aha, egal wo du angreifst, du triffst direkt auch, wa? Warum muss dieser verkackte Bogen nur so einen Damage reindrücken? Gleich in das Viech, Freunde, ist nicht leicht. Ich muss nur kurz mit dem Schwanz wedeln und schon eine Treffer getroffen. Tja. Ich muss fast riskieren, weil ich sonst noch was er machen soll. Ich meine, er kommt nicht gut ran, auch wenn er noch eine Strategie hätte. Das ist das Problem. Ich muss erstmal einen Schlag landen. Und zwar einen, der richtig weh tut, der natürlich mit denen bereits eine Strategie mal anders machen müssen. Strategien von denen behalten, also aufbewahren, denn ich weiß, wo die sowieso eine höhere Trefferquote hätten. Und generell auf erstmal schwächen und dann gucken, was passiert. Interessant, dass er gegen Ingrid nicht so viel Schaden reindrückt. Aber man theoretisch kann von hier aus angreifen, macht natürlich jetzt nicht so viel Damage. Aber ich muss schon ein Schild zerbrechen, alles andere bringt irgendwie nichts. Okay, komm. Aber nicht so, dann machen wir es über 2 Felder, also hier in der Mitte direkt. Dann treffe ich möglichst alles, bis auf die hinteren Ebenen, da muss man gucken, wie ich das sonst mache. Ja, hol sie doch. Nicht schreien, sterben. Okay, die Schilder sind schon mal ziemlich im Arsch. Aber die scheiß Trefferquote.
Genau das meinte ich. Die anderen trifft natürlich, ist klar. Natürlich trotzdem Waffenverbrauch gehabt, super. Ich mache am meisten Damage, das ist natürlich alles bekannt, gar kein Thema, aber ich muss erstmal dahin. Die Schilde müssen brechen. Du hast andere Strategien, Kumpels und natürlich gerne einsetzen. Aus der Richtung geht das leider nicht. Ich muss kurz gucken, was du von Strategien hast. Ich hätte eigentlich doch lieber gerne in der Mitte. Obwohl sind auch schon ein paar down, war. Okay, mach das mal. Umsala, umsala, umsala. Dazu noch ein paar Schilde. Okay, gehen wir da direkt so weiter. Omsel, 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 omsel. Die Rüstung muss brechen. Denn sonst bricht sie uns alles. Ja, sie kann nochmal angreifen. Da muss ich natürlich jetzt ausnutzen. Und wenn es nur ein bisschen ist. Es geht auch darum, dass genauso gebrochen wird. So, sind noch 2 offen. Und natürlich mit denen allen nicht mehr hin, da ist mir auch bewusst. Aber jetzt kann ich mit denen schon mal richtig angreifen. Entschuldigung, kam gerade das Mikro. Okay, eine Leiste ist down. Dann sind natürlich irgendein Effekt von ihr aktiviert. Ich gar nicht mehr weiß, welcher das war. Oh, okay. Nicht der unbedingt wollte. Magie binden. Oh. Okay, die Fähigkeiten sind nicht schlecht, die sie hat. Ich komme leider nicht dahin, wo ich gerne hin würde. Auch eine andere Waffe switchen. Sie kann nicht großartig irgendwas machen. Jo, dann noch Maislanze. Wohl eigentlich mit allen relativ gut. Nee. Ist schon Maislanze. Da muss ein normaler Angriff sein. Das Wort Kritten ist dir ein Begriff, oder? Ingrid. Hä? Kritten. Du weißt, was Kritten bedeutet. Okay. Ja, manchmal muss man, glaube ich, nochmal irgendwie darauf hinweisen. Bin mir nicht so sicher, ob sie das immer so super gut weiß. So. Jetzt nachher zum Zuge. Dann darf Raphael noch reinhauen. Sonst Strategie mit dem. Ja, trifft sowieso kaum. Nee, lassen wir das. Also. Du schon geschwächt bist, lassen das halt auch sein. Dann boxe doch einfach mal runter. Boxen. Schneiden natürlich. Das ist nur ein Problem, sie greift nachher Dorothea an. Jetzt hat sie Magiebinden drauf. Das wird Dorothea ziemlich wehtun. Dann muss ich halt leider durch.
Also insgesamt noch 2 Leisten, Freunde. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Noch 2 verkackte Leisten. Ich habe keine Stärkung, kein Purgativ mehr. Oh oh. Damit hat er jetzt auch nicht gerechnet. Ja, ich hatte die Dinger ziemlich verbraten. Komm, ja, auf Teufel komm raus, einfach irgendwie alles runter. Ne, der bringt auch nichts, ich muss schon heilen. So, warum nicht Raphael? Ja, warum wohl? Genau, Heilfokus. Also leider Magiebienen drauf, wenn sie jetzt trifft, dann kann Dorothea nicht mehr angreifen. Und auch in dem Zug geht's noch, okay. Das ist auch so schräg. Dass in dem Zug noch angreifen könnte, nachher geht's nicht mehr. Oh oh, okay, wer von euch hat das Strategie noch? Also ich glaube, Hubert das noch hatte? Nee. Ja, Kasper, du stehst ein bisschen auf verlorenen Posten, war, ich merke schon. Nee, nur einmal angreifen wäre schon schön. Möglichst, möglichst. Ja, nehmen wir Miasma, komm. Scheiße, wenn man geschwächt ist, das Teil da hinten muss weg. Und das macht jetzt Ingrid. Ich hoffe, es reicht. Ich meine, klar, sie macht Schaden. Sogar 2-mal. Aber sie will mir jetzt gar nicht. So, die Rüstung ist zerbrochen. Was hat sie? Dunkelmetall. Wer hätte das zugetraut, was sie Dunkelmetall hat? So, jetzt hauen wir aber drauf, dass die Balken fliegen. Leider kein Crit. Das wird jetzt eh noch eine Weile geschwächt sein, das nutzt natürlich alles aus. Ich habe auch noch eine Strategie. Oh ja, das wird noch mehr wehtun. So, wenn Rüber wieder zum Zug käme, der ist jetzt eine Weile betäubt. Kriegerschwert. Nee, das behalte ich mir bitte für den Schluss auf. Dann noch eine Strategie, der Gute. Das jetzt viel bringt, war mir irgendwie bewusst. Sehr gut. Ja, Freunde, es muss enden. Es muss enden. Bernie. Möge der heilige Bogen ihre letzte Leiste zerbersten, auf das sie nun mit ihren letzten KP vor uns steht. So, aufgepasst, wir kennen ihre Fähigkeit. Sie kann keine Magie mehr anwenden, leider. Jetzt kommt Peter zum Zuge. Weil jetzt wird geschnitzt bis zum geht nicht mehr. Sag mal, wofür kann sie kritten, wenn sie es dann trotzdem nicht macht? Also ganz ehrlich, ey. So, komm, Kriegerschwert nachher ist down, aber ist egal. Das Spiel ist nachher eh vorbei. Nö. Ich finde, den Abschluss darf sie machen. Aha. Ja, gut. So wie zum Thema Abschluss, wa? Oh. Nachher ist auch die Waffe futsch. Egal.
Können eigentlich wirklich Heldenwaffen auch zerbrechen oder sind die einfach nur, ja, betäubt, sag ich jetzt mal, oder deaktiviert?人が自ら立ち支え合うこの世界に神の居場所はない。レア、あなたの役目は終わったわ。だから今はこの戦いに幕を下ろす。Okay, kurze Frage. Wie zum Henker konnte es sein, dass der Wappenstein in unserem Körper war? Nur mal so eine Frage. 歴史は時のよすがをたどり、フォドラの大地に新たな炎が灯される。王都フェルディアの陥落によってファーガス神聖王国とセイロス正教会はフォドラの歴史からその姿を消した。ここに皇帝エーデルガルトをいただくアドラステア帝国はフォドラ全土の統一を果たしたのである。エーデルガルトは強固な中央集権制を敷くと貴族制度の打破に向けた改革に着手。身分と紋章によらない新たな世界の実現に乗り出した。その裏では帝国との協力関係にあった闇にうごめく者たちとの対決姿勢を鮮明にし、日の当たらぬところでの戦いが静かに巻き起こっていた。Die Schattenschleicher. 人を支配した女神の眷属は滅んだわ。女神の作り上げた世界は形を変え、やがて私たち自身の手によるものになっていく。そうでしょ、先生。Naja, noch nicht ganz vorbei, ja? Wir haben noch ein bisschen was zu tun. ええ、そうね。まだ全て終わったわけではない。彼らとの対決は避けられないわ。それにこの世がどうなっていくかは私たち自身の選択次第だものね。あなたはこれからも私と共にいてくれる。聖母で私を守ることを選んでくれたように、今も変わらず
私を選んでくれる先生。 El, bitte nimm dieses Geschenk von mir an. 今エルってよかった。指輪をありがとう先生。喜んで受け取るわ。私はずっと不安だったの。自分だけが一方的に思っているのではと。他の誰を敵に回してもあなたにだけは味方でいてほしかった。重荷を分かち合ってほしいと願った時、あなたもまた同じく願っていてほしかった。その思いがこうして叶って、私はとても嬉しい。 Tja, was nehmen wir da? Komm. こちらこそよろしく。私とあなたでなら不可能はないわ。闇にうごめく者たちを滅ぼし、フォドラの安寧を取り戻し、素晴らしい後継者を見つけて、私の知性を終えたその時は、あなたと二人だけの蜜月の時を過ごしたい。 Das ist jetzt nicht gerade so romantisch, also eher die hier. そうね。気を引き締め直さなければ。さあ、行きましょう。あなたは名実ともに私の伴侶となったエーデルガルトの波動はここで終わり。ここからは二人の道が続く。欺瞞と不条理に満ちたフォドラの闇は戦乱の終幕とともに払われるわ。二人でこのフォドラに差す希望の光となるの。 Tja, und damit Fire Emblem typisch kommen wir zu den Kampfdaten. Was haben wir hier? Weiße Wolken und alter Schwede. Wir können natürlich in Ruhe durchlesen. Ich mein Teil kommt zum Fazit, wa? Das war's also mit dem Let's Play zu Fire Emblem Three Houses. Nicht nur, sag jetzt mal, die erste Story-Hälfte, wo wir noch Weiße Wolken gespielt haben, wo wir uns für Edelgard entschieden haben, sondern auch, wenn man so will, die Fortsetzung. Eine der beiden Wege, die man wählen kann, wenn man Edelgard zu Beginn des Spiels gewählt hat, die rote Blume. Ich habe ja jeweils einen passenden Zeitpunkt gesagt, was man beachten muss, damit das funktioniert, weil ja, man kann es halt doch relativ schnell übersehen, so ein, zwei Dinge, und dann ist man plötzlich nicht, ja, haben halt nicht die Möglichkeit, die rote Blume zu spielen, sondern spielt den anderen Part, den silbernen Schnee, glaube ich, heißt die andere Route, wo man sich ja auf die Seite der Kirche schlägt gegen Edelgard und dort dann noch andere Dinge erfährt. Ja, vor allem in Three Houses, was bleibt groß zu sagen? Es ist ein großes Spiel mit, wenn man so will, ja 4 verschiedenen Routen. Rote Blume, silberner Schnee, die beiden, die man ja auf der Edelgard-Route quasi, oder wenn man sich für Edelgard entschieden hat, wählen kann. Dann haben wir noch das mit dem blauen Löwen, wenn man sich halt für Dimitri entschieden hat. Ich glaube, das heißt ein bisschen anders, aber ist egal. Und natürlich noch die Route mit Claude. Weil dort, egal wie man sich dort im Verlauf des Spiels entscheidet, was man für Entscheidungen trifft, es hat keine weiteren Auswirkungen auf eben die Endrouten, sag ich jetzt mal. Und ja, es ist wirklich ein großes Spiel. Ich meine, wenn man so will, haben wir quasi erst etwa ein Viertel gezockt. Ich meine, klar, der Anfang, da mit den weißen Wolken, man entscheidet sich zwar für ein Haus, aber die Kapitel an und für sich sind alle gleich. Die Story und so weiter, die da geschieht, ist alles gleich. Nur eben, ich sag's mal so, wenn man auch die anderen 3 Pfade gespielt hat, besonders die auch von Dimitri und von Claude, merkt man schon, dass dadurch, dass wir uns eingemischt haben, dass das doch sehr, sehr viel Einfluss auf das, was aus den anderen wird. Ich meine, Edelgard, wir haben sie jetzt im Prinzip auf unserer Route niemals irgendwie
bösartig, gemein, hinterhältig oder so erlebt, ja eher Dimitri am Schluss noch. Das bei den anderen Pfannen komplett anders. Es ist fast schon wie nach einem Spiegelbild, dass eben unsere Entscheidungen doch sehr, sehr große Auswirkungen hatten. Was jetzt das alles mal durchlaufen, könnt ihr alles selber gerne lesen. Ja, das mit den Schattenschleichen, das ist auch so eine Sache. Also ich kann mal so viel schon mal spoilern, dass ja die Geschichte auf den anderen Pfaden doch zum Teil sehr unterschiedlich ist. Ich meine, klar geht es ja immer um den Krieg, den wir haben, dass quasi ja Edelgard sich mit dem Kaiserreich gegen die Kirche wendet, das schon. Aber je nachdem, aus welcher Sicht man spielt, eben aus der Sicht der Kirche, aus der Sicht von Dimitri oder aus der Sicht von Claude, erfahren wir eben noch andere Dinge und haben auch andere Gegner zum Teil noch. Also jetzt nicht nur irgendwie, dass irgendwie heißt, ja, ist ja sowieso immer da irgendwie wie heißt der? Rea, wenn sich in die letzte Form von Namenlose, nee, der Erbarmungslose, nee, egal. Auf alle Fälle sich halt, ist ja nicht immer Rea der Endgegner, ist auch mitunter noch irgendwie, gibt es noch andere Gegner. Und eben auch die Schattenschlag, die man jetzt hier nicht hat, in den anderen Routen, die man doch auch noch vertreten, werden dort bekämpft. Auch eben die Bosse oder Anführer, die wir hier jetzt, ich glaube, wenn überhaupt nur einmal gesehen haben. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, ist ein bisschen schade, storybedingt. Ich meine, klar, die Story selbst und so ist eigentlich cool umgesetzt, mit coolen Wendungen. Auch das DLC Falle Schatt, was noch doch, ich habe es eigentlich schon ein bisschen angezockt. Ich werde das dann noch ein bisschen weiter zocken und noch aufnehmen. Vielleicht kommt es sogar als Let's Play einfach mal so zwischendurch, weil dort gibt es noch eine coole Geschichte. Ich meine, generell, wie man sie auch aus Fire Emblem Fates kennt, wir hatten dort ja auch zwei Wege. Je nachdem entscheidet man sich halt für, wie war das, glaube ich, schon wieder, Nur und Hoshido. Ich glaube, Vermächtnis und Herrschaft waren das, ja. Da hatte man immer nur einen Teil der ganzen Geschichte. Aber wenn man sich halt für Offenbarung den dritten Teil entschieden hat, konnte man ja alles kombinieren und hat dann quasi die wahre Geschichte gefunden. Dass man das hier nicht gemacht hat, zum Teil verstehe ich's, weil es dann doch sehr, sehr groß wurde. Einerseits, andererseits natürlich auch aus dem Grund, weil man sich auch sagen muss, hey, man kann es nie allen recht machen. Und hier bei Fire Emblem Three Houses ist es halt wirklich so, du musst dich entscheiden, jede Entscheidung hat Konsequenzen, du kannst nicht alle retten. Das ist halt die Botschaft von diesem Spiel. Was ich ja von dem her auch verstehe. Oder verstehen kann. Ja, trotzdem, wie gesagt, schade. Auf der anderen Seite hätte ich es halt trotzdem gerne erlebt, wie man irgendwie auch Dimitri, Claude und Edelgard miteinander auch nach dem ersten Kapitel, war es ja gerade auch los, miteinander verwenden kann, kombinieren kann, wenn man alles unter einen Hut bringt, da hat doch irgendwie sogar Rea auf seine Seite zieht. Oh, das ganz kurz hin. Kann man Kontrolle aktivieren. Gegen die Schattenschleicher vorgeht und so und ja, ist halt sowohl Pro als auch Contra. Vielleicht deswegen ein Grund, wieso Falle Schatten ein bisschen anderen Weg geht, neue Charaktere einführt und man trotzdem alte aus allen Häusern einsetzen kann. Eben auch Dimitri, Claude und Edelgard. So als doch kleiner Spoiler für diejenigen, die wie ich gerne doch irgendwie die Kombi hätten aus allen Häusern. Naja. Das soweit dazu. Ansonsten auch das, sage jetzt mal, das Garreg-Mach-Prinzip, wie ich es jetzt mal so liebevoll benenne, dass man sich eben halt während des Monats um andere Dinge kümmern kann, auch machen muss, um seinen eigenen Rang zu erhöhen, um seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern, Partnerschaften oder beziehungsweise einen Support mit anderen Charakteren einzugehen, Quests abzuschließen, ein bisschen in die Fassaden zu blicken, wie bereits mit Chevisa. Das ist natürlich auch cool, dass es mit dem roten Blumen noch eingeführt wurde, weil der war ursprünglich bei Release des Spiels gar nicht drin. Dass man den hätte spielen können bei dem Pfad der roten Blume, das haben sie erst nachträglich eingeführt. Bin ich auch sehr glücklich darüber. Weil eben, je nachdem, zu Beginn dachte man sich, hey, Ritter des Todes ist ein Arschloch, ist der böseste von allen. Am Schluss muss man sagen, nö, eigentlich nicht. Und das ist natürlich auch so, dass wo halt viele, viele verschiedene Sichten einbringt auf das Ganze. Musikalisch sowieso ein Hit, das Spiel, genauso wie die Zwischensequenzen. Da nimmt das Spiel überhaupt nichts weg. Ja, generell, Garreg-Mach und so wurden mit der Zeit doch ein bisschen sehr eintönig, sage ich jetzt mal, dass halt immer Garreg-Mach war. Sogar nach dem Zeitsprung. Auch zum Zeitpunkt, wo man so sagen musste, hey, für sich selbst bringt es gar nicht mehr, sich eine große Skill, weil man hatte eigentlich schon einen ultimativen Rang gehabt, irgendwie als Erleuchteter.
Kann man jetzt noch sonst noch weiterbilden können für Ultima-Klassen und so weiter und so fort. Ja, aber auch generell auch so mit anderen im geheimen Laden, dass man doch noch irgendwie weitere Siegel kaufen konnte, die es sonst nicht gab. Generell die Ultima-Klasse. Das war schon alles sehr, sehr geil. Oder eben auch sonst irgendwie, dass man da, dass es Turniere gab, wo man Waffen gewinnen konnte, Geld farmen konnte. Zum gewissen Punkt natürlich. Alles sehr, sehr geil. Und trotzdem storybedingt, ja, wir hatten halt bei den weißen Wolken noch, also quasi kurz vom Zeitsprung, gab es so eine Kehrtwendung, wo ich sage, okay, das war spannend. Und natürlich, nachdem wir nach 5 Jahren erwacht sind, war es eigentlich auch noch relativ spannend. Aber danach war es doch relativ klar, wie der Weg verläuft. Und deswegen storybedingt, klar, wie gesagt, es gibt 4 verschiedene Pfade und so weiter, von dem her kann man sagen, hey, wenn man alle gespielt hat, erst dann kann man ein endgültiges Fazit ziehen. Und ich finde es ja auch wirklich ein geiles Spiel. Obwohl viele teilweise nicht gekriegt haben, obwohl sie eigentlich hätten sollen. Aber es ist ein anderes Thema. Den ich geheiratet habe, Ferdinand und Bernadetta, krass. Aber für mich persönlich ist dann halt doch Fire Emblem Awakening immer noch das beste Spiel. Nicht nur mal dort, dass mit dem Support und so auch eingeführt wurde. Und man, also Support, Rang S-mäßig, mit seinen Kindern vor allem auch, dass das vor allem funktioniert hat. Und dass man auch seinen eigenen Charakter spielen konnte. Aber vor allem storybedingt fand ich Awakening noch besser als Freehouse. Aber hey, wie gesagt, das kann sich alles noch ändern. Wenn ich die anderen Pfade gezockt habe, wie ich schon mal erwähnt hatte, den silbernen Schneepfad haben wir extra noch offen gelassen, weil ich den eigentlich gerne mal zocken würde. Am liebsten eigentlich in meinem Livestream oder ich mache es doch normal als Let's Play, beziehungsweise auch Live-Let's Play natürlich auch. Aber ich würde das, was sich während des Monats abgeht, außer die Kämpfe, würde ich dann eher offscreen machen. Weil nämlich immer so viel Zeit weg und wir haben so gesehen, was irgendwie so abgeht und so. Insofern Sidequests, Hauptquests im Monat ja. Aber die eigentlichen. Das eigentlich Rummelgelaufen, Garagmach und so. Das hätte ich dann. Da würde ich dann eher weglassen. Aber das nächste, was ich mache, weil ich bin noch ein bisschen gehypt bei Fire Emblem. Vielleicht brauche ich jetzt einfach mal 1, 2, 3 Wochen Pause. Weil dann dürfte irgendwie die Folge auch erschienen sein. Dass dann vielleicht danach irgendwie doch Falle Schatten aufnehmen, mal gucke, wie lange ist das und so, wie lange geht das. Vielleicht aus dem nochmal irgendwie ein Let's Play machen, die Parts hochladen. Obwohl wir eigentlich genug andere Spiele noch hätten, wir Let's Playen können. Ja, Fire Emblem, von dem her, wie gesagt, das DLC ist noch offen, Falle Schatten. Was noch gerne mal noch antesten würde. Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt wieder mal eine längere Fire Emblem Pause. Ich meine, klar ist alles geil und so, gar kein Thema. Aber wie man ja merkt, das waren jetzt 2 Staffeln, kann man so sagen, 2 Playlists. Diese hier hat jetzt irgendwie 66 Folgen gehabt. 68? Ne, 66 waren es, glaube ich, zum Schluss. Und die haben da auch über 100, also es ist halt doch ein großes Spiel, wenn man halt alle 4 Pfaden und so zocken will. Hat durchaus enormen Umfang. Natürlich vorausgesetzt, man macht eben auch das Ganze um Garagmach und so. Dass man sich da noch ein bisschen einbringt, um ein bisschen skillen will und so. Man macht nicht nur die Kämpfe. Ja, Pfad der Roten Blume, Kämpfe, Kapitel 18 war ja nur der große Kampf. Einerseits kann ich es verstehen, andererseits war auch ein bisschen schade drum, weil ich eben doch Ferdinand gerne noch zur Ultima Class geskillt hätte oder bei Felix noch ein bisschen mehr gemacht hätte, aber egal. Und ja, die Rote Blume ist der einzige der 4 Pfade, der nur 18 Kapitel hat. Die anderen haben so um die 21 bis 23, glaube ich. Ich verstehe nicht, warum man hier das Schattenschlag nicht dann noch eingeführt hat. Aber hey, vielleicht ging am Schluss irgendwie auch die Zeit aus, man hat es vergessen bei allen 4 Pfannen, so man dachte sich, nee, komm, wir lassen es extra so, bringen es sogar als DLC mal noch raus. Man hat es mittlerweile verworfen, weil man halt bereits an anderen Projekten arbeitet. Keine Ahnung. Ist aber auch egal, Freunde. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch auch sehr, sehr gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Fire Emblem oder einem anderen Projekt von mir. Bis dahin, ciao zusammen.